Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Im letzten war mal stehen geblieben, als die Tests von den Soldaten, die uns verfolgt haben und die Fireflies ja auch niedergemacht haben. Ja, von denen sind wir abgehauen und jetzt geht's gegen die Soldaten, die uns suchen. Die Überlegung ist, soll ich es als heimlich zeigen oder soll ich es mal in einem offenen Kampf machen? Ich habe mich in dem Fall jetzt mal für den offenen Kampf entschieden und wir nutzen doch gleich mal unser Jagdgewehr. Dann kämpfen wir auch gegen die Soldaten. Joel? Ich hab es. Ja, ich will jetzt auch was mal vorhin. Guck, ob die da hinten. Ja, da hinten kommt schon einer. Ja. Wird uns vom Lauschmodus Radius nicht mehr angezeigt. Hätten wir jetzt Skiller können. Mache ich aber nicht. Was ich machen will, ist erstmal die zwei Fächel da hinten abschießen. 3 sind sogar. Und okay, den Hammer. Nur verwundet. Lass den Kopf unten. Kommt einer in die Nähe. Da hinten rennt einer, habe ich so gesehen. Aber die wissen jetzt in etwa, wo wir sind. Und die werden jetzt, wie ich schon im Tutorial gesagt habe, die Menschenkämpfer sind so ein bisschen innovativ. Die wissen genau, wo wir jetzt sind und die gehen jetzt in unserer Nähe. Dann schnappen wir uns mit dem Backstein. Und gehen erstmal wieder runter. Dann holen wir uns den Nahkampf. Den letzte im Bunde hier. Dann schnappen wir uns ein bisschen anascht. Ja, die versuchen mich jetzt zu umzingeln. Ich horche nochmal, ob was ist. Nee. Können wir uns doch mal schnell verbinden. Ah, nee, der kommt. Okay, dann sorgen wir vor, dass das bereut. Sichert die Treppe, wir kriegen... Verdammt! Ah, scheiße. Das war aber nix. Sonst wieder zurückziehen. Aber erst einmal verbinden, würde ich sagen. In einem leichten Modus können wir es uns auch erlauben, ein bisschen verschwenderisch zu sein. Da stimmt mal noch schnell was. Der sucht noch uns. Ich gehe hier lang. Schau dich Im leichten Modus wissen sie es anscheinend noch nicht. Den kann ich jetzt lautlos ausschalten. Die wissen jetzt zwar, dass ich hier in der Nähe bin, aber die suchen jetzt wieder nach mir. Also wir haben jetzt im Prinzip wieder die Ausgangssituation. Der hat nichts bei sich gehabt, alles klar. Wie gesagt, im leichten Modus können wir uns das noch erlauben, so ein bisschen verschwenderisch zu sein, was die Munition angeht. Ja, die suchen wieder nach uns. Können wir uns da die leere Riesling-Flasche schnappen. Habt ihr das Geräusch wieder gehört? Das Boop. Das heißt, dass uns jemand sehen könnt gleich oder in Sichtkontakt steht. Und das war dann der Kerl hier und den schnappen wir uns jetzt. Oh, verdammt! Hallo! Gut. Das war's mit dem. Okay. Komm, Ellie. Und wenn er jetzt so sowas sagt, komm Ellie, dann heißt es, dass wir hier in dem Gebiet eigentlich alle Gegner erledigt haben. Backstelle, wie gesagt, die Backstelle nämlich wesentlich lieber als die Flasche. Ist zwar schön, wenn man als Pelzer immer so leere Riesling-Flasche bei sich hat so ein bisschen Pulse-Feeling, aber das ist hier da ein bisschen anders. Deswegen nehme ich hier lieber die Backstelle. Die sind, habt ihr ja gesehen, im Nahkampf sind die Dinger immer noch richtig gut. Kann ich immer noch einer totschlagen damit. Mit einer leeren Flasche geht es leider nicht. Da kann man einen nur kurz ablenken, dass man in den Nahkampf rüber kann. Von daher nehme ich auch lieber so einen Backstell. Der ist auch noch bei Infizierter recht gut. Wenn man wirklich absolut nichts mehr zur Auswahl hat, nimmt man sich so ein Ding. Da haben wir jetzt mal wieder was als richtige Nahkampfwaffe. Und zwar wieder Holzbrettel. Dann machen wir hier weiter. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Okay. Holen uns Wir wieder müssen die durch den Zutaten. Und auf schwer bis erbarmungslos Ich weiß nicht, ist wie der viele es Modus sind. hier richtig hart. Weil da muss man wirklich schleichen. Man hat nicht viel Munition, die man einsetzen könnte. Aber wie gesagt, hier können wir es uns auch erlauben gegen Menschen, dass wir da ein bisschen prassen mit unserer Munition. Ich säuber jetzt hier nämlich mal die ganze Gegend vor Soldaten. Und dann können wir immer noch alles in Ruhe durchsuchen. Okay.
der hat auch eine West an. Das heißt, das war jetzt... Hoppla! Ah, nicht so die beste Entscheidung, der mit der West anzugreifen. Der andere Kollege hat es gesehen. Oh, das ist doch eine super Methode, jetzt hier die Mollys mal anzuwenden. Hat leider keiner erwischt. Okay. Dann schnappen wir uns den lieber anders. Komm her, du. War ich mal nochmal? Der ist da, ja. Dann haben wir mit dem Kopfschuss ausgeschaltet. Und die andere haben mich umzingelt, glaube ich. Einer war hinter uns. Müssen wir nochmal horchen? Ja, der Ende hat mich umzingelt. Ja, Luft ist einigermaßen rein. Da können wir uns wieder verbinden. Sicher ist sicher. Immer wenn man so kurz die Verschnaufpause hat, die nutze ich immer ganz gern. Ein Molly basteln wir auch noch. Und nochmal Medikit. Super. Dann können wir weitermachen. Brauche ich mal nochmal in der Umgebung. Die kommen von dort. Ja, die kommen von dort. Ja, ich bin hier drüber. Oh, das sehe ich. Na, der hält schon was aus, der Kerl. Kehlkopfschlag, das war's dann für dich. Gut, da bleibt nur noch der Ende Kerle mit der Kevlar-West übrig. Den schnappen wir uns jetzt. Ich will jetzt mal den Molotow-Cocktail einfach ausprobieren. Ich will euch einfach mal zeigen, wie das da... Wobei, nee, bei M-Gegner, komm, lass mal gut sein. Im nächsten Level, da haben wir ein bisschen mehr Platz und ein bisschen bessere Anwendungsmöglichkeiten da davor. Da müsste er jetzt sein, ja. Den krall ich mal jetzt so. Müsli-Riegel reingepfeffert und los geht's. Ah. Nicht verwischt, alles klar. Schleichen wir uns an. Der rennt blindlings da hier, wo er uns vermutet. Ah, scheiße. War nicht so gut. Na, ich will doch rennen. Wieder ein Kehlkopfschlag. Du hilft nach der Siedel nix. Sind aber immer noch Lights da, ne? Ja, als noch Lights da. Okay, dann gucken wir uns jetzt hier nochmal die Umgebung ein bisschen an. Das hat der Snackriegel, den haben wir uns schon reingezwirbelt. Da sind sie noch, ja. Haben uns daran entdeckt. Versuchen wir die noch zu erwischen. Das sind über 8 Wege Panzerbuber. Okay. Den Ende Panzerbu, den habe ich erwischt. Und noch einmal. Brauche ich mal nochmal? Ja, einer ist noch da. Ah, na. Beide noch am Leben. Das gibt's ja nicht. Okay, unser Gewehr ist leer. Schießen wir nochmal so rum. Okay, wieder ein Treffer. Der andere, der rennt da rum. Jawohl, der ist jetzt auch niedergemacht. Gut. Ich glaube, das müssten sie alle gewesen sein. Da ist der Ausgang. Ich sehe. Super. Ja, das war jetzt mal so ein offener Kampf gegen Menschen. Wie gesagt, ich muss doch selber auch noch reinfinden. Ich muss erst mich wieder an das Ganze gewöhnen. Aber prinzipiell muss ich sagen, lief das doch eigentlich ganz okay. Wir haben jetzt all unsere Bastelzutaten verwendet. Die finden wir aber definitiv wieder, das Zeug. Von daher, da müssen wir uns keine Sorge machen auf leichte Modus. Da juckt das kein Mensch. Wir finden genug Zeug, womit wir was schaffen können. Und dann kann ich auch immer mal ein bisschen versagen, wenn ich euch irgendwas zeigen will und es nicht sofort auf Anhieb klappt. Gut, ich glaube, wir haben soweit auch alles geplündert, was zu plündern gibt. Nur noch mal ein unterer Teil vom Museum hier zu sehen. Mein schöner Brandfleck vom Molotow, der leider nicht getroffen hat, wie ich es wollte. Das haben wir schon ganz am Anfang hier rausgeholt. Da waren wir auch schon drin und alles rausgeholt, was zu holen gibt. Ja, wunderbar. Dann geht's da wieder weiter. Der Müsli-Riegel, den brauchen wir jetzt nicht. Aber hier geht's raus. Und weiter ins nächste Mini-Level.
Bleib unten. Aber ich nehme erst noch ein bisschen Zeit. Wir gucken uns mal, wie es hier draußen aussieht. Sieht genau aus wie am Eingang vorher. Ach, alles hier mit Wasser voll. Dann gehen wir hier runter. Nächste U-Bahn-Eingang. Jetzt kann ich wieder agieren. Und wie gesagt, durch uns nächste Zeit mit Bastler. Ich kann sogar wieder was machen. Zwar Messerle. Holen wir uns doch sofort. Und gehen weiter. Hier sind Sporen, also Gasmaske auf. Ah na, wie das Ding eben gezittert hat, ab für Teufel. Kein Ziel. Wiederhole, kein Ziel. Da drüben ist ein Soldat. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich suche hier. Sieh hier drüben nach. Da haben wir es jetzt verifiziert kriegt. Die Ellie ist wirklich immun gegen das Zeug, sonst kannst es, hättest es ohne Gasmaske hier nicht einatmen können. Ich glaube, du kommst hier nicht raus, Kerl. Warte mal ab. Jo, groß im Babbler, aber nichts machen können, Ackermann. So, der Ende tot. Nur noch ein Schere-Schleifer übrig. Der hat uns aber gesehen. Das war auch nicht so tragisch. Theoretisch wird Emmo auf die Gasmaske schießen. Reicher. Und nochmal Emmo in der Oberschenkelreihe. Dann war's das. Ja, du sagst, Ellie. Krass. Da haben wir nichts mehr. Gucken wir uns mal die verpilzte Gleise an. Da ist auch nichts mehr, was wichtig wäre. Dann mache ich an der Stelle nochmal einen kleinen Cut. Und dann kommt es zum letzten Abschnitt hier in Boston. Das war wieder die Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Danke für Ihr Interesse und danke fürs Zugucken.